Manchmal fühle ich mich gefangen in meiner Alltagsbüte. Ich möchte zum Beispiel eine neue Mini-Doc-Serie drehen und nicht nur davon träumen. Aber meine täglichen Jobs halten mich davon ab. Was man da dagegen machen könnte, finden wir raus im heutigen Video. Ciao zusammen, mein Name ist René und ich bin Schweizer Doc-Filmer in L.A. Es kommt mir vor, als wäre ich dauernd am Sachen erledigen, die Zeit brauchen, mich aber nicht unbedingt meinem Traum näher bringen. Zum Beispiel bügle ich viel als Dogwalker und laufe ein paar Mal pro Tag mit den Wuffis hier in der Gegend herum. Unter anderem helfe ich auch meiner Frau mit dem Online-Vertrieb und manchmal im Verkauf von ihren Slingbags. Als früherer Ernährungsberater mache ich immer auch noch persönliche Beratungen und daneben habe ich noch einen kleinen Etsy-Shop etc. Irgendwo da dazwischen muss es dann noch Platz haben für meine wirkliche Leidenschaft, einen Doc-Film machen. Kein Wunder, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich mit dem Film nicht schnell genug vorwärts komme, mit dem ganzen Kiosk im Schlepptau. Meine Karre ist abgelegen, ich habe ein Rad verloren. Also das Steuergelenk ist gebrochen. Zum Glück bin ich hinterher aus einem Parkplatz gefahren und es ist nicht auf der Autobahn passiert. Ich hatte das Auto 12 Jahre lang, aber in letzter Zeit hat es mir ein bisschen Probleme gemacht. Zum Beispiel war der Auspuff kaputt, Plastikteile im Innenraum sind ein bisschen brüchig geworden und die Sitze haben sich aufgelöst. Und erst vor ein paar Wochen musste ich das hintere Differentialgetriebe ersetzen. Das hat mich 3'500 Stutz gekostet. Dann habe ich mir gesagt, das muss jetzt die letzte teure Reparatur sein für eine Weile, oder sonst muss ich das Auto aufgeben. Also die neue Reparatur würde mir jetzt zwischen 800 und 1000 Dollar kosten. Und darum habe ich beschlossen, die Übung jetzt abzubrechen. Und darum ist mir gut, alt da jetzt eine Geschichte. Und ich bin immer noch ein bisschen traurig, jetzt, wo ich an diesem Filmmaterial schneide. Zurück zum Video. Ich muss den Mut finden, bei ein paar von meinen Aufgaben Nein zu sagen. Das Problem ist, es ist gar nicht so einfach. Weil all das Zeug zusammen gibt halt auch mein Einkommen. Und Doc-Filme alleine würden mich nur phasenweise über Wasser behalten. Mit dem Doc-Filmen ist es ein bisschen wie mit Zwetschgen. Lang gibt es nichts, aber wenn sie dann reif werden, dann alle auf das Mal. Und dann gibt es für einen Kehr lang wieder nichts mehr. Ja, no, irgendeine Lösung muss her. Und da bin ich über ein Video gestagelt, wo der Tim Ferriss mit dem Sam Korkos über einen möglichen Lösungsansatz diskutiert. Ich möchte, dass du alles, was auf deiner Aufgabenliste steht, bis spätestens zum Datum, was muss erledigt sein, normalerweise die oder die nächste Woche, ich möchte, dass du das alles einträgst, mit etwa einem Zeitumfang, den du jeweils brauchst dazu. Und dann sagen mir die Leute, dass das System nicht funktioniert. Ich habe probiert, alles in meinem Kalender einzutragen, aber in meiner Woche hat es einfach nicht genug Platz für alles. Und das ist ja auch der Sinn der Übung. There literally is not enough time. Und genau das probiere ich jetzt aus. Das Ganze braucht einen einfachen Kalender und funktioniert so. Grün ist alles, was mir Spass macht. Essen, Sport etc. Orange ist alles, was mit Filmen zu tun hat. Und von dem möchte ich mehr machen. Rot ist alles, was Cashflow generiert. Und Violett bedeutet Bügeln für meine Frau. Und unter Grau ist der grosse, langweilige Rest. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass mein Kalender zu wenig Platz hat. Sam sagt, nur 50% zu belegen, damit man Platz hat für Spontanes. Keine Chance. Aber ich probiere das jetzt mal aus, ein paar Wochen. Während ich an meinem Kalenderexperiment bügle, nehme ich euch mit zum Kundendreh. Das ist mein Standardobjektiv, ein 24-105er und meine Hauptkamera, die Sony FX3. Für heute habe ich auch noch einen Monitor montiert, aber das habe ich dann später bereut. Es hat einfach kaum Platz gehabt. Hier ist mein anderes Lieblingsobjektiv, ein 16-35 und das ist perfekt, wenn ich nicht weiss, was mir erwartet.
Das sind meine Freewell ND-Filter. Sie sind magnetisch. Die schnappen super schnell aussen an die Linse. Das war ein interessantes Projekt. Meine Aufgabe war es, ein erfolgreiches TikTok-Video nachzumachen. Normalerweise filme ich, wenn immer möglich, mit Stativ oder mit einem Gimbal. Aber hier haben wir probiert, den Handheld-Look zu imitieren. Hier habe ich auch noch zum Teil mein Monopod in den Hüftgurt gesteckt, um wenigstens eine kleine Stabilisierung zu haben. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber das sind genau die Bedingungen, die mir liegen. Es gibt keine Wiederholungen und man hat einfach, was man hat. Und mir macht das halt extrem Freude. Es ist jetzt etwa 4 Wochen, nachdem ich angefangen habe mit diesem Kalenderexperiment. Mein Fazit, ich werde das sicher noch weitermachen. Das Prinzip ist Bubi einfach, aber noch immer gelingt es mir vielfach nicht, die Zeit für eine Aufgabe richtig voraus zu orakeln. Noch immer stosse ich Zeug nach hinten, weil die Zeit nicht reicht. Oder ich plane immer noch viel zu eng aufeinander und dann kommt etwas dazwischen und ich muss umarrangieren, Zeug auf morgen verschieben oder auf übermorgen. Das Gute ist aber, ich entwickle langsam ein Gespür, bei welchen Arbeiten das Zeit-Nutzen-Verhältnis einfach nicht stimmt. Ich rechne damit, dass ich etwa nach 3-4 Monaten so weit bin, dass ich die Entscheidungen machen kann, wo mir bis jetzt der Mut dazu hat gefehlt. Insofern sieht das To-Do-Listen-Optimierungsabenteuer nach einem Sieg aus. Ich hoffe, ein paar von euch können Lust dazu machen, das so auszuprobieren. Wie gesagt, es ist eigentlich im Prinzip sehr einfach. Das war es für heute. Merci fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.